Wenn dieses Lied kommt, dann fängt es bei mir innerlich schon richtig an zu flattern. Denn dieses Lied muss nicht mehr geprobt werden. Ich höre es das erste Mal in der Session bei dem ersten Durchlauf. Also jetzt mal ganz unter uns gesagt, ne? Mir geht das Lied total auf den Sack. Ich kann das nicht mehr hören. Ne? Ich habe gedacht, können wir nicht endlich mal ein neues Lied nehmen? Ja, jetzt ist der Typ halt gestorben. Jetzt kommt das ja erst recht blöd, wenn man das ändert. Kann man erst nicht machen, ne? Und kein Mensch weiß, wie ich mich fühle. Da ist ein Wow, wow, wow in meinem Bauch und doch ist es schön. Fast ein Jahr lang haben wir gegrübelt, aufgeschrieben, alles probiert, haben vieles neu einstudiert, damit's heute endlich passiert. Jetzt seid ihr dran. Kalle! Und jetzt ihr! Alarm! Ich will euch alle sehen! Kölle! Und jetzt so fulminantes Tutti! Ich sag Kölle! Und ihr! Lev Jecke, herzlich willkommen zu Fatal Banal 2021. Tuschfrei seit 1992, die Kultsitzung. Und zum ersten Mal mit einer Premiere. Es gibt uns online, dank Corona, Fatal Banal digital. In den nächsten Wochen kommen wir ein paar Mal direkt zu euch auf die Endgeräte, ganz egal, wo ihr uns seht, mit unserem Jeckendress. Also lasst euch überraschen und seid dabei bei Fatal Banal digital. Viel Spaß und Alaf! Die Barbara aus der Neuen hat erzählt, es gibt Länder, da haben die gar nichts zu essen. Tja,
Die sind eben noch nicht so weit. Naja, die sind ja auch selber schuld. Die Russen kommen! Ich habe die Nummer bis heute nicht verstanden und die Inszenierung auch nicht. Und deshalb spreche ich auch mit verstellter Stimme, weil ich nicht erkannt werden will. Das ist jetzt völlig hypothetisch. Boah, ey, diese Nummer, ja, da mussten wir uns in diese engen Morphsuits-Teile quetschen. Das sah so scheiße aus. Ich habe extra vorher Diät gemacht, damit man die Rollen hier nicht so sieht, ne? Und, warum? Ich habe sie nicht verstanden. Ich habe die Nummer nicht verstanden. Ich habe die bis heute nicht verstanden. Die hat keiner verstanden. Du verstehst das nämlich auch nicht. Und was genau hast du nicht verstanden? Den Text, Nicht die Kostüme. die Inszenierung, Eigentlich alles. genau. Hast du die verstanden? Ne, ich war das erste Mal bei Fatal Banal. Das erste Mal als Gast. Ich habe zugeguckt. Und ich habe mich gefragt, was machen die da? Was soll das? Ich habe es nicht verstanden. Du verstehst das nämlich auch nicht. Es ging eher um Männer und Frauen. Sex! Sex geht ja immer. Praktisch oder psychologisch? Wie meinen Sie? Ja, neue Techniken, Stellungen und so weiter. Zum Beispiel hier. 7 auf einen Streich, Vögeln mit vielen. Oder Poppen wie ein Popstar. Oder Kamasutra für ungelenkige Frauen. Geil. Die Nummer zieht ja immer noch. Die spiele ich mit Susanne immer noch im Duo, ne? Oder die etwas psychologischere Variante. Der Energiefluss des Samen. Penetration als Morgengebet. Und kann man ja für jedes aktuelle Thema nochmal was Neues dazu bauen. Jetzt zur jetzigen Zeit Masturbation mit Maske oder Corona-Kopulation mit Kondom oder so, ne? Geht immer. Wir sind das Improvisationstheater Sackratten. Heute Abend sind Sie gefragt, meine Damen und Herren. Ihr Votum bestimmt die aktuelle Szenerie. Das, was hier gespielt wird. Oh mein Gott. Ich habe die ganz vergessen. Ne? Die Nummer war ja scheiße. Meine Damen und Herren, wer soll sich in unserer Familie streiten am Kaffeetisch? Wenn ich das mal kurz demonstrieren dürfte. Nun machen wir einen kleinen Test. Sagen wir mal... Ja, aber von der Grundidee her war die auch scheiße. Sie sind also der Meinung, es soll sich die erste Tochter Nadine mit der zweiten Tochter Jacqueline streiten. Du Arschloch! Lass mich doch in Ruhe! Meine Damen und Herren, Onkel Toni hat angerufen. Was hat Onkel Toni gesagt? Aber wir haben sie zumindest am letzten Abend rausgeschmissen. Ja, früher wäre besser gewesen. Meine Damen und Herren, der Vater muss zur Arbeit. Wo muss er hin? Wie soll es jetzt weitergehen? Lustig oder langweilig? Entschuldigung. Wunderbar. Das ist ja wunderbar. Wer ist denn der Junge, der da spielt? Der ist ja begnadet. Der Sascha. Wie bitte? Der Sascha, mein Sohn. Ihr Sohn. Ja, das ist ja wunderbar. Was für ein Glück für Sie. Tristo, der Sascha hat doch nichts als ein Tristklavier im Kopf. Das ist nicht normal. Wie ich im Alter, weil er nicht Fußball gespielt, sonst nichts. Der Sascha ist zu blöd für zum Fußballspielen. Die Nummer habe ich damals geschrieben, da hatte ich einige Vorbilder aus dem Bekanntenkreis, die ihre Kinder wirklich von einem Event zum nächsten schickten. Und das hat einfach richtig Spaß gemacht. Und ich war natürlich bei der Nummer auch extrem stolz, weil ich dieses Fabi Dingens da im Studio einspielen durfte und man dann jeden Abend meine wunderschöne Stimme gehört hat. In einem Mühlenmonde, da steht ein Mühlenrad. Mein Liebchen ist verschwunden, das dort gewohnt hat. Dann haben mich auch immer mal wieder Leute gefragt, wie ich das eigentlich hinbekommen hätte, immer so schön schief zu singen. Ich habe halt einfach so gesungen, wie ich immer singe. Boah, das ist so eine klassische Klonnummer.
Man möchte nur noch aufs Klo rennen, aber man kann nicht, weil ich den Verfolger bedienen muss. Und ich komme nicht an dir vorbei. Du Ärmster. Ja. Manu, hier, so nochmal. Köln, Bad Honnef, hin und zurück. 2 Erwachsene. Und schwuppdiwupp noch, ob ich eine Bahncard hab. Und schwuppdiwupp noch, ob ich eine Bahncard hab. Und schwuppdiwupp noch, ob ich eine Bahncard hab. Also die Nummer war lustig, aber ich habe beim Textlernen gelitten, zumindest bei den Proben. Ja, der hat total viel gelitten, ne? Gelitten. Und ich habe den Text total schnell drauf gehabt. Ich habe es ja auch geschrieben. Der geht ja auch einfach, weil man einen eigenen Text lernen muss. Ne? Aber der Michel, langsam. Hätte sie doch was Gescheites geschrieben. Hallo? Schwuppdiwupp noch, ob ich eine Bahncard hab. Und schwuppdiwupp noch, ob ich eine hab. Und schwuppdiwupp noch, ob ich eine Bahncard hab. Jetzt müsst ihr noch entscheiden, wie ihr reisen wollt. Also ich sehe in der Bummelbahn ganz wichtig das Reisedatum. Da könnt ihr noch zwischen Spar- und Normalpreis wählen. Der Sparpreis gilt aber nicht im VHS. Beeil dich doch mal. Ja, hältst mich doch nicht durch. Ja, dabei muss man schon mal überlegen. Du rufst da jetzt nicht an, oder? Ja, natürlich rufe ich da jetzt an. Eine Automarke mit einem A als zweiten Buchstaben. Na, hier bin nicht viel. Panda, Saab, Audi. Und dann in meinem 3. Jahr das hier. Blackout. Ich sitze da und weiß meinen Text nicht mehr. Alles weg. Watte im Kopf. Kalter Schweiß. Und das geht gefühlt eine halbe Stunde. Und alle gucken dich an. Und irgendwann fährt der Yogi am Licht das Licht runter. Und erlöst mich. Und dann ein Riesenapplaus. Das war der schrecklichste Moment in meiner bisherigen Zeit bei Fatal Banal. Aber es war der schönste Moment des Abends. Also die Panzer, die finde ich ja ganz schön. Ja. Kampfpanzer Leopard 2. 1500 PS. Kampfentfernung 2,5 Kilometer. Da hat man auch nicht solche Probleme beim Einparken. Da kommst du einfach überall durch. Und die haben so tolle Namen. Leopard, Jaguar, Fuchs, Schmetterling. Den gibt's doch gar nicht. Das klingt aber so schön. Also es fing damit an, dass ich anstatt Schmetterling, wir haben diese Panzer beschrieben, und ich habe anstatt Schmetterling Marienkäfer gesagt. Und da hat Sabine sich schon nicht mehr eingekriegt. Ich habe die komplette Nummer verlacht. Und dann ging das ja noch weiter. Ich musste Sabine am Schluss erschießen und habe dann anstatt Moni, ich sollte immer sagen Moni, hallo Moni, habe ich Bini gesagt. Dann habe ich dann noch mehr gelacht. Die mussten mich lachend raustragen. Die war eigentlich tot, hat sich aber auf der Bühne gekugelt und wurde dann so kugelnd, zuckend von der Bühne getragen. Die Regisseurin war stinksauer. Aber es war so witzig. Und ab da gibt es die Tradition zwischen Susi und mir, dass wir immer an der Derniere irgendwas mit Marienkäfer machen. Kinder und Besoffene sagen immer die Wahrheit. Ja, und Sie sind jetzt Experte für Sprichwörter. Ja. Ja, ist denn jetzt auf einmal jeder von Ihnen Experte für alles? Also ich als Frau bin da ja multitaskingfähig. Also wenn Sie Frauenexpertin sind, dann bin ich das ja schon lange. Entschuldigen Sie, ich bin eine Frau. Und ich habe Erfahrung mit Frauen. Und ich habe die Brigitte im Abo. Also ich weiß noch, wo du einmal den Text vom vorherigen gesagt hast, wir hatten aber noch gar nicht umgeblättert und dann waren wir total raus, weil musste erst noch umgeblättert werden. Also ihr wart raus, ich war nicht raus. Ja, weil du hast einfach den Text von vorher gesagt. Ja und? Ja. Das ist Improvisation, das kann man doch mal machen. Wir hatten aber doch diese Umklappschilder. Wir hätten die Umklappchen. Ja. Herr von Sodingen, Sie sind ja Experte? Ja? Erklären Sie doch mal, was genau macht eigentlich so einen Experten aus? Gerne. Nun, ein Experte ist ein Experte, wenn er unter bestimmten Bedingungen, das aber relativ. Ja, du hast dich wieder nur von deiner blöden Brille da irritieren lassen. Ja, aber ich habe wenigstens... Hier, guck mal hier, kannst du das? Pass auf. Das kann keiner so dämlich wie du. So. Ja, ich ja, was? Ja, ich weiß nur, wenn Jana uns da nicht rausgeholt hätte, wir würden heute noch eine Nummer feststecken. Ja, aber die war gut, die Nummer. Das kann man so sehen, aber Luftballon. Ja. Das war die erste Nummer, die ich ohne Spickzettel gespielt habe. Ich glaube, in 30 Jahren. Gut, da lag wahrscheinlich der Fehler. Was soll ich daneben? Justin, da.
Kirsche, Kirsche, Dame, wir sind voll Banane und das macht uns, keine Ahnung, wie es weitergeht. Meinolf, hey, das ist typisch, ja. Immer wenn Schlager kommt und ich möchte eigentlich, dass jede Session Schlager kommt, da werde ich ja gemobbt von den Kollegen. Immer. Also es gibt nur ganz wenige, die Schlager mögen, so wie ich. Also der Tim vielleicht und, Sabine, ja, Sabine auch. Sabine, komm, helf mir doch mal. Sabine, wir hätten so viel Schlager in die Shows bringen können und immer wurde es rausgewählt oder nicht reingewählt. Aber ich habe schon ein paar umgeschrieben. Welche? Scharia zum Beispiel. Ja, Santa Maria, Roland Kaiser. Ja, genau. Also das hätte es kommt ja drauf an, was man damit macht. Ja, das genau. ist schlimm. Ich fand's schön. Ja. Ja. Was machen wir denn heute? Heute? Haben wir heute Freitag? Ja, heute. Was ist denn heute? Freitag. Heute ist Freitag. Oh, ich glaube, ich werde alt. Du bist alt. Haben wir schon wieder Freitag? Ich werde es nie vergessen. Außer später mal vielleicht, ne? Mhm. Christoph, Meinhof, Susanne und ich hatten ein Engagement in einem Alterswohnheim in Mülheim. Und dann haben wir die gespielt. Und dann war es wirklich so, wenn dann der Satz kam, haben wir schon Freitag, da kam aus dem Publikum, nee, wir haben noch Montag. Puh, und da haben wir uns geschworen, wenn wir mal ins Seniorenheim gehen, dann nur zusammen. Das ist ein echter Schwur. Und das Geilste war, meine Mutter, die ja selber Krankenschwester war in der Altenpflege und Demenzkranke gepflegt hat, die war damals in der Sitzung und hat sich weggeschmissen vor Lachen. Heute ist sie selber dement und das Witzigste, was mir vor ein paar Monaten passiert ist, ist, dass meine Mutter irgendwann fragte, was haben wir denn heute für einen Tag? Und ich sag Freitag. Und sie sagt, och, haben wir schon Freitag? Komm, wir gehen zum Bahnhof. Schalter blockieren. Wir fragen, wie das ist mit Ernährung nach Bad Wörishofen, über Bad Reichenhall, Bad Kissingen und dann nach Bad Neuenahr. Und wie teuer das mit dem Seniorenticket wäre, aber dann mit extra Bonus für 2 Personen und wenn einer davon unterwegs stirbt, ob er Es war ein Mittwoch, war kein Montag, ich habe mich vertan. Also ich bin ja nicht die Sängerin vorm Herrn, ne? Aber ich finde, das hätte ja wohl mal ein Hit werden müssen, ne? Und außerdem bin ich mir ganz sicher, dass die Herren von Brings das von mir geklaut haben. Und ich hatte wenigstens noch einen anderen Text. Wäre ich jetzt Millionärin, ne? Baba Erdogan sprechen nur vor 200 Menschen, nix 20.000. Boah, scheiße, ey, nix gut. Nix gut. Nix Würde für größte Führer aller Türken aller Seiten. Größte Führer aller Türken aller Seiten. Besiegt Allah, sonst Anhänger kommen aus ganzem Land, umsonst. Was? Ganz ohne Geld? Hui. Heb auf. Das war zu fest, oder? Warum werde ich eigentlich immer geschlagen? Ich werde hier die ganze Zeit vor dem Greenscreen geschlagen. Ja. Sabine haut mich, du haust mich. Ich warte, gleich hauen mich alle anderen, hauen mich wahrscheinlich auch noch. Ja. Baba Erdogan sprechen nur vor 200 Menschen, wie Lokalpolitiker Köln. Ja, und wir, die Typ, wir wären voll die Vollversager, wie Zirkusclowns für Baba Erdogan. Hui, hui, hui. Hui, hui, hui. Oh, ist Taximan! Tag zusammen, ich bin Kölschmann. Ja. Darf ich noch einmal?
Ja, komm. Gut. Ja, teilweise bis zur Technik durchgeflogen. Ja, das Ding. Ja, das hat Flügel bekommen. Ja. Islamistische Flügel. Ja. Oder so. Und dann, Ernesto kam ja eigentlich immer viel zu früh. Ne? Viel zu früh. Wir hatten ja noch viel zu sagen eigentlich. Ja. Und das Schlimmste war ja dann auch, wenn die Regie immer gesagt hat, Schluss, aus. Hier muss nochmal gekürzt werden, das streichen wir noch raus. Ja. Und auch jetzt werden wir wieder radikale Striche. Ja, ich denke auch. Obwohl wir eigentlich so viele wichtige Sachen zu sagen haben. Okay, danke, reicht. Och. Legecke, das war Fatal Banal 2021 in unserer heutigen digitalen Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, dann liked uns auf den sozialen, wie heißen die Dinger? Netzwerken, soziale Netzwerke oder in anderen Fischereibetrieben, ganz egal. Und schickt diesen Link vielleicht auch weiter an Menschen, denen ihr ein Lächeln unter die Maske zaubern wollt. Wir sehen uns wieder in unserer nächsten digitalen Ausgabe. Also haltet durch, bleibt gesund oder werdet es und bis dahin. Macht's gut. Tschö. Kommt da noch was? Kommt da noch was? Kommt da noch was? Sexy Hexi, sagt der Frank zu mir. Sexy Hexi, sagt auch Frank zu mir. Und ich finde es gar nicht lächerlich. Endlich lohnt die ganze Mühe sich. Hey, rufen sie. Sexy Hexi, so schön warst du nie. Auf der netten Party gestern Nacht haben alle Boys mich angemacht. Denn mein neuer Busen steht mir gut, was man nicht alles für die Schönheit tut. Hey, rufen sie, Sexy Hex, so schön warst du nie. Die Nase ist gemacht, der Popo operiert. Mein Fett ist weggesaugt, war gar nicht schwer, lief wie geschmiert. Sexy Hexi heißt es überall. Der Doktor sagt, ich war ein schwerer Fall. Sexy Hexi ruft die ganze Stadt. Gott sei Dank hat die OP geklappt. Hey, rufen sie. Sexy Hexi, so schön warst du nie. Sexy Hexi heißt es überall. Der Doktor sagt, ich war ein schwerer Fall. Sexy Hexi ruft die ganze Stadt. Gott sei Dank hat die OP geklappt. Hey, rufen sie. Sexy Hexi, so schön warst du nie. Hey, rufen sie. Sexy Hexi, so schön warst du nie.